Hallo zusammen, ich bin das Gegeli an der Knebeli und spiele Dave, der Taucher, auf Schweizerdeutsch. Letzte Folge haben wir den epischen Bossfight gegen den Riesengalomar und sind jetzt mit einer fetten Party im zweiten Kapitel gelandet. Dr. Speck hat dort gerade noch schnell ein bisschen ins Meer gekötzelt und wir hüpfen jetzt aber gleich rein. Wir hüpfen ins Meer und können jetzt auch dank dem neuen Anzug ein bisschen in die Tiefe runtertauchen. Material für den heutigen VIP-Besuch haben wir alles besorgt. Das hat sich wegen der Party jetzt ein bisschen verschoben. Aber das Material haben wir. Und darum gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen in die Tiefe runter. Und ein bisschen Fisch holen. Weil gerade haben wir tatsächlich eine keine Mission. Ausser der Dave schwimmt dann wieder geradeaus. Moment! Das ist ja wieder der John Watson, den ich überhaupt nicht weiss, wie er geredet hat. Moment! Ich glaube aber so irgendwie. Du bist also gewesen, derjenige, der mir geschadet hat. Du hast dir... Wie habe ich denn das gesagt? Du hast dir sogar übergeben. Du ekelhafte Kreatur. Hey, Moment, das bin nicht ich gewesen, das ist... Ich habe keine Zeit für deine lahme Ausreden. Jetzt, wo du vom John Watson von Seeblue, der Wächter vom Meer, verwünscht worden bist, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich zu Fischfutter. Moment. Kollege? Oh, mein Poseidon. Das ist alles deine Schuld. Du hast das kostbare See angetan. Du hast jetzt gerade mit einer Bombe geschossen, im Fall. Und alles, was ich mache, ist ein paar Fische zu fangen fürs Restaurant. Warum wirfst du nicht das Auge auf die Fischereifahrzeuge, wo der Fang von Tausenden von Fischen verantwortlich sind, statt auf einen einzelnen Taucher wie mich zu gehen? Genug gelabert. Ich sorge dafür, dass du dein Maul haltest. Und los geht's. Hey Kollege, ich wollte jetzt aber nicht... Nein, nicht gerade noch einen Bossfight, spinnst Aua! Oh, er ist verrückt mit mir. Hörst du auf? Ah, shit. Nicht in der... Nein. Ah, Mist. Fuck. Sagt man nicht. Ist endlich kaputt. Oh. Wow. Oh Mann, direkt noch ein Bossfight, hey. Wie kannst du es wagen, dich gegen mich zu wehren? Ich bin der John Watson. Ich war bei den Navy Seals. Ja, ich kann jetzt auch nichts dafür. Oha. Das soll als Warnung genügen. Also halte ich mich erst einmal zurück, um die Umwelt zu schützen. Aber ich werde dich nicht ungestraft davon kommen lassen.
wenn du weiterhin am Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. Okay. Er hat sich einen Weg in seine Fluchtrichtung aufgetan. Ich sollte mal dort schauen, um zum Signal zu kommen. Aber zuerst einmal sollte ich irgendwie an Luft kommen. Und da am Anfang hat es nie eine gehabt. Vielleicht hat es ja da eine Luft drin. Mega. Danke. Mein Gebet wurde erhört. Hat es wenigstens ein bisschen. Da schauen wir schnell wegen einem Wäffeli. Ist aber besser, darum nehmen wir die. Also. Munition haben wir. Dann schauen wir mal da oben, würde ich sagen, oder? Ein Weg vom 2. Kapitel. Geilo! Ein Fischli mitnehmen. Was bist du für ein lustiges Fischli? Langflossen-Fledermausfisch. Geht eingesackt. Da unten. Ah, jetzt sehe ich es. Dort ist unser Symbol vom Stift aufgewertet. Unser Symbol vom Signal. Jetzt habe ich es gesehen. Da nehmen wir das erste Mal ein bisschen Luft. Dann sind wir ready für weiteres. Das ist wieder ein aggressiver Fisch. Wir wissen es. Da unten hat es nochmal so 2 Schnapperkollegen gehabt. Seht ihr da? Das Gute ist, dann habe ich wirklich einmal auch ein bisschen etwas zu essen. Wie viel Kilo habe ich denn noch? Schauen wir mal, was wir da rein haben. Sehr geil. Zwar ein unscharfes, aber hey, wir sind ja so, gell? Besser als unser Messerli ist das allemal. Schwarze Schnapper ist das, oder? Ich habe das Gespänli nicht so cool gefunden. Aber du hast es gehört, Schnäppi. Wir haben das Restaurant zu führen. Verstehst du? Ich hätte tatsächlich auch gedacht, ich hätte mehr Probleme, immer die Fischli wegzustechen und so. Aber ich glaube einfach durch das, dass so die Stimmung ist. Oh, klick. Oh, Mist. Nochmal. Wieder nur geschnürt. Jetzt bin ich ready. So. Einmal. Zweimal. Die sind recht schwer. Noch habe ich $7 Kilo. Gut. Ich muss noch 118 Meter runter. Ach, um Gottes Willen. Echt die behalten. Da sind wir wieder in der Kalksteinhöhle. Da haben wir ja die Zutaten müssen schnappeln. Ja. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir nicht einfach unser Zeug in Sicherheit bringen.
jetzt noch ein bisschen Fischchen mitnehmen. Ich weiss, ich bin vielleicht ein Kind-Schisshass. Aber wenn ich jetzt den ganzen, den ich jetzt eingesammelt habe, verliere, das wäre jetzt halt verdammt unschön. Dann weiss ich, habe schon mal eine Runde ordentlich Fisch eingesahnet. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen knapp, würde ich sagen. Ich habe gerade ein bisschen davon gedrückt. Wenn ich denke, heute Abend kommt der VIP, den müssen wir noch überzeugen. Also. Ja, nicht nichts. Das ist fein, okay. 15 gefangene Fische. Grosse Barracuda ist unser Champion diesmal. Schaut mal, ja, nein, das ist schon gut. Wenn wir das alles verloren hätten, das wäre hure schade gewesen. Also, Banco, heute Abend hast du wieder genug. Daumen rauf. Okay. Hoi. Yeah. Du siehst heute so voller Energie aus. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Bosskarte auf der Meereskarten-App gesehen. Eine riesige Kalamar-Bosskarte. Ja? Wie hast du die bekommen? Die Karte ist mega selten. Naja, ich bin gerade auf dem Weg, von einer Lieferung abzugeben und wie es der Zufall so hat wollen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuch mal, alle seltenen Bosskarten zu sammeln. Dann passiert bestimmt etwas richtig Gutes. Du siehst ein bisschen aus wie ein Affe. Fall. Und wenn du dich in neue Regionen wagst, zum Beispiel in Tiefen, dann wird die Meereskarte KI ein neues Kartenpäckchen freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Meereskarten zu sammeln. Tschüssi, tut. Okay, ich bin verwirrt. Wenn du ein neues Gebiet betrittst, öffnet sich eine neue Kartenpaketliste. Verwende die Meereskarten-App, um nach neuen Fischen zu suchen. Okay. Wir schauen mal ganz schnell. Ein plötzlicher Angriff von John Watson. Sea Blue ist eine Gruppe mit Fragen. Ah, das haben wir schon mal gehabt. Bla bla bla. Ich will nicht alles nochmal vorlesen. Genau, der ist gefährlich, das wissen wir. So. Was ist denn das? So, vom riesigen Kalamar. Okay. Und das? Okay. Also. Probieren wir nochmal dort runter zu kommen. Damit, wir heute noch etwas geleistet haben, das nur rumgepädelt. Nein, wir haben den John Watson besiegt. Wir haben also nochmal einen Bossfight gehabt. So einen kleinen bisschen. Für mich sind das Bossfights, okay? Für mich sind das Bossfights. Ja. So. Kopf. Salz. Muss ich die echt jedes Mal jetzt aufnehmen?
Damit ich dort besser werde. Das habe ich noch nicht so ganz begriffen, muss ich ja zugeben. Die nehmen wir auch noch mit. Super! Schockknebel. Kann ich ein bisschen mehr knebeln. Da oben hauen. Sauerstoff brauche ich noch nicht. Warum ich gar nicht so weiter? He? Opfer kann ich auch noch mitnehmen. Hier weiter rüber. Da. So. Da komme ich auch noch nicht runter. Also gehen wir wahrscheinlich da runter. Schauen, was man hier findet. Ein Dingfläschchen, das ist gut. Wir tun es mal hindern, nicht, dass ich es aus Versehen mitnehme. So eine. Da müssen wir jetzt runter, oh Tintenfischchen. Die Tinte lässt mich wieder voll sonst. Jetzt hier wieder okay. Hopperla! Ich glaube, ich bin gestorben. Was nehme ich mit? Fisch haben wir genug. Ich nehme Salz mit. Ja, es tut mir leid. Der hat mich einfach umgemördert. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Er hat gesagt, ich muss dort ab und dort ist einfach so ein... Der hat mich jetzt voll verwünscht. Ich weiß auch nichts dafür. Nicht schimpfen musst. Ja. Ich weiss. Gut. Nichts für den Banco. Ja, doch etwas geben als Salz. Okay. Dave, bist du beschäftigt? Geht nicht. Warum geht's? Haben einen seltsamen Gast an der Sushi-Bar? Könntest du einen Moment rüberkommen? Das kann ich als Manager nicht ignorieren. Ich komme sofort rüber. Ein lauter Gast. Gut. Also, ab in die Sushi-Bar, würde ich sagen. Lup. Lup. Über ein Tuckerle. Hallo zusammen, da ist die Ui von die besten Sternenküche. Ich weiss nicht mehr, wie sie... Ah nein, hallo zusammen, da ist die Ui von der besten Sternenküche. Wir sind wieder bei Banco Sushi. Ich freue mich, welches Sushi der Koch vorbereitet haben wird. Okay. Ich habe Qualensushi vorbereitet. Ich weiss nicht mehr, wie er redet. Qualen? Das passt doch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest den Vincent Yamaoka mit einer nicht traditionellen Zutat irgendwie beeindrucken? Keine Chance. Du bezeichnest dich selber als Feinschmecker. Vielleicht solltest du zuerst einmal probieren, bevor du urteilst. Also schön, dann bring's rüber. Also gut, ich werde dir eine Portion Qualensushi bringen. Sequenz!
Und ich muss es wieder servieren. Also, schauen wir mal, ob es dir schmeckt. Wow, das ist also die Qualle, ja? Das Fleisch ist ganz durchsichtig. Und die weißen Töpfchen sehen sogar recht hübsch aus. Was? Das ist mit zusammengedrücktem Reis zubereitet worden. Du hättest Gunka Maki verwenden sollen, damit er nicht abbröckelt. Es wird noch trocken, probier's doch einfach mal. Es ist schon gewürzt. Es wird scheußlich schmecken. Aber ich bin im Fernsehen, also was soll's? Vincent, dein Gesichtsausdruck. Es ist exzellent! Ich schmecke das Meer vom ersten Bissen an. Und das Quallenfleisch ist dick und saftig. Und irgendetwas platzt euch beim Maul beim Kauen. Könnte das Regenbogen vom fliegenden Fisch sein? Moment, nein, es ist kleiner Kaviar. Nein, der würde etwa Qualengeschmack überdecken. Ist das etwa? Ja, ich habe Qualen. Auf ein paar Meertrübeli gebettet. Saftige Qualen und Meertrauben. Das ist Meer. Ich schmecke das Meer, wo alle Schneckli tanzen und steppen. Ich muss zugeben, das Sushi ist hervorragend und zeugt von einer tiefen Kenntnis von den verwendeten Zutaten. Aber warum eigentlich diese exotischen Zutaten, statt die schon bewertet zu nehmen? Der erste Grund ist der Geschmack. Es ist der Geschmack, es ist der Geschmack, es ist der Geschmack. Die Qualle hat einen milden Geschmack bei gleichzeitig festem Fleisch, wodurch man sie perfekt bei Geruch und Geschmack von den Meertrübeli kombinieren kann. Und der zweite Grund ist das schiere Potenzial. Es gibt so viele Zutaten da draussen. Sich nur auf ein paar klassische Zutaten zu beschränken, würde bedeuten, all die unendlichen Möglichkeiten zu ignorieren. Danke für das tolle Schlussplädoyer, Banco. Aber jetzt ist der Moment für die Bewertung gekommen, Vincent. Gut, dann fangen wir mit der Bewertung an. Der Moment ist gekommen, Vincent schien das Qualensushi sehr zu mögen. Und Herr Banco ist der Erfinder von diesem Gericht. Und welche Bewertung vergisst? Es gibt 80 Punkte. Ist das nicht ein bisschen niedrig? Du bist so begeistert gewesen. Ich will das erklären. Das Sushi wird in der Tat köstlich, aber das Ambiente lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Es geht ja nicht nur ums Essen. Die Tatsache, dass man da nur einen grünen Tee bekommt, bei diesem wunderschönen Ozean direkt vor der Tür. Romantik. Es fehlt an der Romantik und einem gewissen Verständnis für Kunst. Darum nur 80 Punkte. Aber eine besondere Belohnung gibt es von mir, einen Kühlschrank. Wenn man da zukünftig kaltes Bier bekommt, würde ich sogar 100 Punkte geben. Das wäre perfekt. Wow! Wie nicht anders von dir zu erwarten, Vincent, ist das ein richtig guter Tipp. Und wie hat euch die besten Sternenköche gefallen? Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein kaltes Bier mit dem ausgefallenen Sushi vom Banco Sushi. Bis zum nächsten Mal, herzlich, oi ui. Okay. Bier. Ich habe Bier bekommen. Gäste werden jetzt hier und wieder nach dem Essen Bier bestellen. Schenken Getränke ein und sorgen für zusätzlichen Umsatz. That about 20% is foam. Aha, okay. Wow, Banco, das war grossartig. Sogar der Snob Vincent hätte ich gelobt. Er hat wohl wirklich einen guten Geschmack. Mit dem letzten Kommentar hat er nicht unrecht. Sollen wir aber jetzt auch Bier verkaufen? Sicher, oder? Was bist du denn jetzt für ein lauter Keib?
wagt es mich zu stören? Tut mir leid, wir haben noch nicht offen. Du kannst doch nicht einfach so reinkommen. Wenn du mal nicht streng bist. Ich habe nur ein paar Worte geäussert. Ich bin schon lange nicht mehr am Strand und das weckt alte Erinnerungen. Ich bin ein grossartiger Taucher, bevor ich eine Harpune ins Knie bekommen habe. Oh, du bist auch ein Taucher gewesen? Ich bin auch Taucher. Dann kennst du sicher den Traum vom Taucher, in allen Meeren von der Welt zu schwimmen. Korallenwälder, Walherden, Kämpfe ums Leben und Tod mit dicker Hai. Da fällt mir ein Gericht ein, das ich sehr gern essen würde. Welches Gericht meinst du denn? Als ich klein war, bin ich an einem Fischerdorf. Das Moränengurry war dort berühmt. Ich habe den Geschmack einfach nicht vergessen. Wenn du das Gericht zubereiten könntest, würde ich dir möglicherweise ein schönes Geschenk machen. Das Moränengurry. Muräne versteckt sich zwischen den Felsen, was es schwierig macht, sie zu fangen. Wie kommt man an die an? Du weisst, wie man taucht, aber von Ökologie hast du noch nicht so viel Ahnung, hä? Muräne sind nachtaktiv und kommen nur nachts raus. Sitzt du eine Ausrüstung zum Nachttauchen? Ich habe eine Taschenlampe bekommen. Das sollte erst mal genügen. Muräne sind nachtaktiv. Geh Nachttauchen und fange Muräne, um meinen Wunsch zu erfüllen. Ich war schon lange nicht mehr Nacht am Tauchen. Vielleicht versuche ich es mal. Jetzt einmal in der Nacht tauchen. In der Nacht sind viele garstige, nachtaktive Fische unterwegs, aber du wirst auch exotische Fische begegnen. Okay. Gut. Ich kann aber mal schnell noch in mein Smartphone hineingaffen, um den Rangaufstieg endlich mal überzukommen. Oh, das ist das Video. Cookstar Rating. Geilo! Es gibt neue Rezepte Moränengurry. Das werde ich nachher gerade mal freischalten. Okay. Und ich kann nochmal einen Service-Mitarbeiter einstellen. Und ich habe nochmal einen Kochplatz. Das heisst, ich kann einen Service-Mitarbeiter einstellen und... Okay. Gut, dann habe ich das wenigstens einmal abgehökelt. Dann würde ich doch am besten schaue ich mal nach einem Personal, oder? Anheuern. Machen wir einen Werbeflyer? Wir machen einen Werbeflyer. Yes, please. Genau. Yoshi, du machst das. Prima, merci. Ich kann sie auch trainieren. Sie hat dann mehr Charme, mehr Erwerb, kostet 150. Aber wir sollten mal in unsere, Dings investieren. Einmal langt. So. Forschen. Wir tun gerade das Moränengurry erforschen, weil das brauchen wir. Prima. Was haben wir da? Rotbarbe. Die lassen wir mal noch. So. Wir planen die Menüs. Wir haben einige
Qualensushi. Das kostet 200. Ja. Nein, das hauen wir gerade auf die Liste hin. Geht absolut auf die Liste. Das tun wir veredeln. Oh nein, können wir gar nicht. Dann hauen wir es auch. Hörst du jetzt auf? Veredeln. Den können wir einige Mal veredeln nochmal. Nochmal eine. Dang. Einfach episch. Teach me, Senpai. Oh, stimmt, wir können jetzt auch noch Bier verkaufen, glaube ich, hat er gesagt. Auf jeden Fall kostet der auch jetzt schon 30. Wir tun ihn gerade nochmal veredeln. Einfach, dass wir auch ein bisschen Sachen auf der Speiskarte haben, die auch künftig ein bisschen Geld geben. Herzig, dass auch das Sushi ein Lämpchen hat. Herzig. Auch nochmal veredeln. Ab auf die Liste. Veredeln. Jetzt habe ich ja ein Menü mehr. Da tun wir einfach so drauf. Das passt. Gut. Das Bier kostet dann gerade mehr, das ist auch super. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da noch einmal unser Sushi auf. Schaut mal, was passiert. Du bist fürs Essen zuständig. Ich sehe mal da, hä? Wie mit dem Bier. Du bist schneller. Und wir brauchen unbedingt... Oh. Okay, das war schlecht. Wo ist der? Nein. Renn, Dave, renn! Oh no, ich war zu langsam. Okay, das ist nicht so gut gelaufen. Wir brauchen unbedingt einen Koch. Immerhin aber teure Sachen, ja, aber wir haben... ist nicht so gut gewesen. Ui, ui, ui. Ich muss Bier einschenken lernen. Tag 10. Damit haben wir den ganzen Tag 9 geschafft. Und wir schauen schnell
Fotos an. Prima, du hast wenigstens etwas bekommen. Yeah, unser Preis. Der Vincent. Stimmt. Alles heute gerockt. Damit beenden wir aber unsere heutige Folge. Und ich hoffe, ihr schaut gleich wieder rein, wenn wir den 10. Tag starten. Macht's gut!